Goedemorgen. Dit is een verdag voor ons hier zo te zijn. Mij gaat van jou een paar vers te lezen van Hoat. Laat Christus zijn vrede in je hart en regeren. Gott heeft je dood gewählt, waarschijnlijk. Zijn vrede hebben. En zondagsmorgens, wanneer het zo makkelijk is, dat waren. Heeft hen gering. En zijt dankbaar. Ik ga een klein beetje op. Zondagsschulden wordt je red van dankbaar zijn. Vers 16. Laat Christus zijn woord rechtlich man kunt wohnen, dat waren we niet bis in zondagsmorgens doen. De werk heeft 24/7. Zing van een dankbare God samen en geestliche Lehrer Gott te ehren. Dat is correct wat we hier willen doen. We willen hier 3 Lehrer zingen met jullie op. Valt vrij op de stoel met te zingen. Dat eerste is Zingen van een levenden Gott, waar we luid zingen. Zingen van een levenden Gott, kom en zing het lof. Zingen van een levenden Gott, zing ter levenden Gott. Zing van de wunder, hij je meer, veel vreemd, drinkt er schoen. Zing van de wunder, hij je meer, zing ter levenden Gott. Hij leidt ons met lijfse groot, hij in Himmel als je kroont. Für uns sind vergott sein Blut, schenkt sein Jesrit aus der Qual. Kinder von den Leben Gott, singt der Leben Gott. Von der Sumpf der Heilungshund, will er von den Hormon. Singt von der Sumpf der Heilungshund, singt der Leben Gott. Singt von der Grotwort Heiers, ja, von die Sinn. Sing van de groot wat hij ons ja, zingt van de levenden Gott. Hij leidt ons met lijfse groot, hij in Himmel als je kroont. Voor ons sind vergott zijn Blut, schenkt zijn Jesrit aus der Qual. Zingen van de levenden Gott, zingt de levenden Gott. Zingt van de morgen wann hij komt en de waard. Zing van de morgen wann hij komt, zingt er levenden Gott. Hij leidt ons met lijfse groot, hij in Himmel als je kroont. Voor ons sind vergott zijn Blut, schenkt zijn Jesrit aus der Qual. Zingen van de levenden Gott, zingt er levenden Gott.
Preis einmal. Ich habe mir ein paar Verse lesen von Epheser Kapitel 5, von 18 bis 20. Das sagt, und bedrängt euch nicht wen, wodurch jede Kontrolle über ihn selbst verlieren, aber wird voll vom Heiligen Geist. Red einen dem anderen mit Psalmen und Singen und geistliche Lieder. Singt und spielt, Gott dem Herrn zu ehren. Und dank und alles am Gott dem Führer, für alles in Jesus Christus an den Herrn seinen Namen. Er war nicht viel, aber für alles dankbar zu sein und den die geben, die ihr traf. Er war uns auch nicht im Gebet. Lieber Herr Führer, wir seien dankbar für diesen Sinn aus Marius, wir seien dankbar. Wir sind so unbeschädigt geblieben von Dwara. Und dankschön für die Wutter. Auch dankschön für die ganze Schar Menschen, die es top gebracht. So bitte ich auch, dass die wieder mit uns hier sind, besonders für Pastor Herman, dass er Gott kann, den Wort hier verherrlichen. Das bitte ich in Jesu Namen. Amen. Wo schön ist das, dass wir können einen lebenden Gott sehen, nicht? Dass wir darum seine Kinder sind, lebende Kinder, einen lebenden Gott zu singen. Und wenn uns Leben nicht vorbei ist, dann wollen wir nach Wara bloß bei ihm in Herrlichkeit sein, zu aller Ewigkeit, und frisch am Wara loben und singen. Und was immer du was sein, wir können uns das einfach nicht vorstellen, wo Gott dort du was sein. Aber das ist schön, einen lebenden Gott zu dienen, zu singen und so weiter. Und jeder einer kann sich dazu freuen, wenn was am angenommen hat. In Johannes 1, Vers 12 sagt, dass alle, die an am glauben, ja für die Macht seine Kinder zu sein. Das leben ja Gott. Wenn wir einen Glauben abnehmen, dann gibt er uns die Macht, seine Kinder zu sein. Wunderschön, nicht? Und dann können wir zu einem lebenden Gott sehen, was mein Gott ist und dein Gott. Und das ist schön, das ist wunderbar zu tun. Und ich glaube, wir sollen auch die Dankbarkeit tun, die dankbare Worten. Und dankbar sein für was er getan hat. Und von der, weil wir einfach den Titel für meine nächsten 2 Botschaften sind, ein dankbarer Wort. In diesem Sinne, weil ich da Kirchen nur ein opprechtjet Wort, und nicht nur Sinne, was das nächste Sinne, was kommt, den anderen Sinne, den 3. September, dann werden wir Erntedank führen. Und dann, weil wir uns dann Kirchen nur das dankbare Wort, aber von der Kirchen, Gott will ein opprechtjet Wort. Das, wo wir von der wollen, nur kijken. Een dankbaar Wort, dat is wat hij wil, aber hij wil ook oprecht worden. Niet bloß dankbaar zijn. We kunnen dankbaar zijn voor mensen over verschillende dingen, aber we kunnen een Wort haben, wat niet oprechtig is. En aber we willen versuchen, ons untersporen, Reitmerken von dankbarer Wort für den 3. September. Oder November, sorry. Meine Glocken kleiner waren, dann wird stehen geblieben. Und ich habe die Pferde geschoben. Sondern ich habe Pferde gekommen und dankbar sein dürfen, dass dort schafft. Psalm 105 ist ein Dankpsalm, joch für den Herrn alle Länder. Dank dem Herrn mit Frieden, komm verarm mit Freude Gesang, denk daran, dass der Herr Gott ist. Er ist der uns gemerkt hat. Und nicht wie selbst, wir sind die Sinje in sein Schub auf seine Welt. Gott durch seine Puten mit Danken und seine Verhebenen zu loben. Dank und Lob sein Namen. Weil der Herr ist gut und freundlich. Seine Treuheit geläuft bleibt, ewig und er wird nie nicht abhören, treu zu sein. So der Psalmist sprach sich hier aus, er sagt, wir wollen einfach dankbar sein. Wir wollen durch seine Deren und seine Verheben, so der Tempel, ich habe der heute Verheben, so wieder, wo die Menschen können kommen, die werden alle heilig sein, so wieder. Er sagt, weil wir durch die Deren durchgehen und weil wir Gott bis einfach loben, weil wir dankbar sein. Und weil wir anerkennen, dass wir sind von ihm gemerkt und wir sind für ihn gemerkt. Wir sind für ihn gemerkt, zum ihm loben, zum ihm preisen und für ihn dankbar zu sein. Wir sind nicht gemerkt, um für uns selbst preisen, für uns selbst zu loben und abzuheben, aber wir sind gemerkt für ihn und für seine. Und dann geht es wieder, wir sind nicht für uns selbst gemerkt, aber wir sind für ihn. Und wir sollen dann denken, hey, braucht das Beispiel, David wird Gott bekannt mit wo ein Hort wird und ein Schub in Welt und so wieder. Und er braucht diesen Gedanken, hier sagt er, die sind Schub auf seine Welt. Und wir sind Menschen, die auf seine Gaben und sein Gott sind,
afhängig sind. Zoals wordt een troep afhängig is van een gouden hoort, dat hij hem wat op gouden wert brengt, zo zijn die afhängig van een God. Wir sollen nur denken, wir sind einfach abhängig von Arm. Wir sind nicht abhängig von uns selbst, aber wir sind abhängig einfach von Arm. Und er sagt, wie ist der Herr ist gut und freundlich. Wir können immer denken, dass das Gott, das Leben ja Gott ist ein freundlicher Gott, er ist ein Leiftool Gott, er ist ein treuhartiger Gott und seine treuhartige Leib wird never abhören. Solange wir in die leben, als seine Leib und seine treuhartige Leib für uns. Und wenn wir sterben und wir am Herrn, dann wollen wir seine treuhartige Leib noch ganz erfahren. Wenn wir nicht kennen, was es für Stunden erfahren, wo seine treuhartige Leib ist, aber ein Tag mal wirklich vor am stehen und wirklich erfahren, wo Gott seine Leib wirklich ist. Ich glaube, da wird noch einmal ein Wow sein an uns. Wirklich. Und wir wollen erfahren, wo Gott ist. Aber so ich sage, wir wollen einfach uns von der anfangen, unsere Horten rein zu merken, wir wollen Ernte Dank fast führen. Ich meine, wir sollen immer dankbar sein. Wir sollen immer uns recht das Hort haben. Aber wir müssen frisch einmal bedenken haben und rein merken dafür. Und wenn wir denken an Ernte Dank fast führen und so weiter, ich glaube, wir sollen dann immer an denken, dass wir ein Taub kommen, in den Herrn zu loben. Das wird der Psalmist jemand anfangen. Wir wollen an denken, das ist ein Tag, wo wir ganz besonders uns rein merken, zum vor Gott kommen mit Frieden. Wo wir wollen vor Gott kommen mit einem frohen Gesang. Ich hoffe den Tag, wo wir vielleicht noch ein extra Leute haben. Wir haben den Tag, der singen und lernen, vielleicht noch ein paar extra Leute haben, um Gott einfach loben, anbeten und preisen. Und dann auch durch den Tag wieder. Aber wir wollen wirklich vor ihm kommen mit einem frohen Gesang, mit einem frohen Wort, mit frohen Gedanken und einfach Gott loben, für wer er ist, wie treuhartig er ist und so weiter. Und ich glaube, wir sollen einfach vor ihm kommen und nicht bloß wir sollen vielleicht, wir sollen Jas anladen, wir sollen Menschen anladen, die mit uns kommen. Wir selbst mit unserer Familie, unseren Freunden und Jas anladen, wo wir taub kommen und einfach Gott wollen loben und preisen und dankbar sein. So wird er sagen, und dann denken, dass wir sind schub auf seine Welt, wir sind abhängig von ihm und immer daran denken, dass Psalmist auch sein hat, dass der Herr ist gut und freundlich. Dass er wird gut und freundlich und treuhartig bleiben über uns, solange wir hier sind. Also das Thema von der Gott will ein opprechtjet Hort, und wenn wir denken dann an Erntedank fast und Thanksgiving, und da wir wollen eine rechte Einstellung haben, ein rechtes Hort, wo ich will geben, oder wo ich nicht will geben, oder wo viel ich will geben, oder was ich will geben. Und dann die Menschen, die arbeiten durch das 300 Jahre, so sie geben all wirklich. Aber hier ist das, wenn das nicht, wenn du dann hier nicht denkst und geben, und dann kommen und bringen Gott ein opprechtjet Hort. Das ist, was das meiste will. Er will ein treuhartiges, ein opprechtjet Hort. So, das will ich uns von der Welt Mutter sprechen. Wenn dann vielleicht nicht, das vielleicht ein Arbeiter, was immer jeder Werk, alle Tiere geben, und so wieder, ein Erntedank fast, vielleicht hast du eine gute Wein danach, was du weißt, mit sie geben und du tun. Aber ich will uns Mutter sprechen, weil wir ein Ding, was ich kann, soll jeder einer bringen. Ein treuhartiges und ein opprechtjet Hort. Weil das, was Gott will actually haben, was wir sollen anbringen. Und wo wir sollen für ihn kommen. Er will ein opprechtjet und ein treuhartiges und ein lebendes Hort. Und er will ein Hort, was am loven dat. Er will ein Hort, was am preisen dat. Er will ein Hort, was am anbeten dat. Und mit ihm in Gemeinschaft ist. Wir wollen uns von der einen Text lesen, wenn wir in der Bibel haben, wieder, weil in 1. Mose Kapitel 4, 3-7. Und ich glaube, das ist vielleicht ein bekannter Text für die meisten von uns, aber wir wollen uns diesen Text lesen und was Gedanken von der Rüt nehmen, kriegen für diese Ernte, Dankfastzeit und so weiter. Und wir denken, was von Hort habe ich? Erste Mose Kapitel 4, 3-7. Dort sagt es das, dann kam du ein Tag, wo kein dem Herrn eine Gabe und ein Opfer bracht. Er bracht von dort, wo er ab dort Land getragen hat. Abel bracht auch eine Gabe für den Herrn, als ein Opfer, und er bracht dort Bastardstück von ein erstgeborenes Lamm von seiner Herde.
Der Herr gleich Abel in am gefällt dort Opfer, wat jäuft. Aber kein in sein Opfer gefällt am nicht. Dann sticht kein den Euer an in am bedreckt die ganze Sache. Dann seht der Herr zu kein, warum sticht die so der Euer an und warum bist du so bedreckt? Wenn du wat Gaudet fair hast, wirst du doch angenommen sein, aber wenn du nicht Gaudet fair hast, dann lürt der Sinn nur eine Gelegenheit bei dir. Und hab ein Verlangen nur die. Niemals du nur sein, dass du nicht von dem Mat geredet wirst. Also wir sind hier zwei Brüder. Sie dann beide eine Gabe bringen. Sie dann beide ein Opfer bringen. Und nun fangen wir aber hier, dass die sitzen, Gott sagt, dass, hey, ich habe an Abel sein Opfer hatten gefallen und an kein sein Opfer nicht. Und ich weiß nicht, vielmal ich weiß nicht, wo ihr abgewaschen seid, aber als ich abwaschen seid und so wieder, ich habe 4 Mal Bilder gesehen, wo ein Opfer wird und das Abel sein Opfer, dort rügt, dort ging so gleich nach Hause und kein sein, dort wohnt der ganze, dort sieht, dort ging nach Hause und dort jäuft mir immer diesen Gedanken und das Bild an meinem Kopf, das hat zu tun mit dem Opfer, was du wirst. Was ab den Steinerklumpen legen da sozusagen, um den Opfer bringen. Da wen ein werden nachher und ein nicht. Und du wen wissen, da ungefähr, wo das wird, nicht? Und aber, so einer braucht von seinem Getränk, von einem Fleck, wo er getragen hat, er braucht dort, das Kain, er das erste, und er bringt dort durch, und er ein Opfer mehr, und dann kommt Abel, und er von das erste geborene Lamm, und er bringt auch ein Opfer. Und dann sagt die Bibel uns hier, dass er ein nimmt an und ein nicht. Und er hat ihn gefallen, und Abel sieht, aber an kein sein Opfer, sagt er, hat er nicht in gefallen an. So, also dann nu, dass wir ihn heute Getränk opfern, dass Gott dort nicht annehmen kann. Ich weiß nicht, was du gedacht hast, aber für, als ich abwusste, dann vielmal die Idee und Gedanken, was vielmal kommt, wird immer, dass der eine sein Opfer wird angenommen, weil sie hat einen Schub geopfert. Der andere wird angenommen, weil sie hat nicht angenommen, wenn er hat was von der Getränk genommen. Aber als dort, wo das ist, als dort, was hier angehen wird, an diesem Tag, ich glaube nicht? Aber wenn wir uns mal ein bisschen checken, wenn wir mal, wenn ihr in der Bibel haben, dreimal nur 3. Mose, Kapitel 23, tieren euch auf. Warum wir checken, was durch hier passieren wird. So hier redet Mose zu dem Volk Israel und sagt, wann ihr später an das Land Kanaan kommt, wo ihr nicht haben sind, hat Moses sei dann noch Regeln geben, was dann soll passieren und was sie dann sollen tun, wenn sie an das Land kommen. Dann sagt er zu Stett, in 3. Mose Kapitel 23, tieren euch auf, sagt, red mit den Israeliten und sei zu ihm. Wenn ihr in das Land ankommt, wo ich euch geben will, und dort aufehren, dann soll die der erste Gaben von jener Arn nun Priester bringen. Und der soll der Gabe als Opfer, und was abgehoben wird, für den Herrn, abheben und dort die Jünd angenehm merkt, dort soll der Priester an dem Tag von Sabbat tun. Also wir sagen hier, okay, wenn Gott sagt, wenn ihr in das Land ankommt, wo ich Ihnen geben, wenn ihr durch die Arn abheben, also wenn ihr sparen, ein Opfer bringen, ein Dankopfer, was immer, dann bringt von ihnen Getränk. Nehmt von dort erst dort die Hand und bringt dort Numi. Das wird Gott hier sein wird. So, wenn wir nicht denken, dann das könnte ja sein, dann hier kann es sein, dass du erst ein anderes Bild bist, als die 2 Opfer, die du legen. Du hast ein anderes, was du angehen wirst. Wenn wir gucken dann, an 2. Chroniker 31, Vers 5, das wo Israel all an der Land ban ist, haben auch verschiedene Königs gehabt und so weiter. Aber du für diesen König wird nicht gut. Also der Tempel, der wird nicht mal auf. Ich hätte mir so, wenn einer studieren hat und die Menschen, die den aufgehört und so weiter, aber nicht kann ich Hiskia. Heute wird König und heute wird Gott gefallen hat und heute hat frisch den Tempel anwenden und hat frisch die Ordnungen anführen, was je führen von Mose. Und dann sagt er, okay, warte.
wenn Sie mal lesen, Vers 5, und dann sage ich, als das Abbrot bekannt gegeben wird, brachten die Israeliten wirklich von dort erste, was sie geerntet hatten. Getreide, Wein, Öl, Honig und alle Sorten Frucht von Erde Gottes. Und auch von der Tiende und auch dort tiende Teil von all Erde ankommen. Und so ist dort vorgeschrieben ist. So ist es vorgeschrieben, jetzt nicht deuten sie dort hier. So, sie brachten die Goven und Tempel, und hier in diesem Fall hier ist es, dass ein Tempel was sein für die Leviten und die Priester und so weiter, aber all diese Dinge, die wurden immer gewährt in Gott, die wurden geopfert für ihn. Und hier sagt er, was bringen die alle? Die brachten Schub, nicht? Das wird Abel dort wird angenommen wird. No, sie bringen hier von ab ihre Stab. Sie bringen nicht bloß von ab ihre Stab, sie sagen Getreide, sie brachten Wein, sie brachten Honig, sie brachten Frucht von ihrer Gottes und sie brachten alle Horn. Das brauchen sie daheim. Und willst nicht in sie frisch dort anführen und sagen, dort Tränen arbeiten zu merken, was Gott befohlen hat, was sie sollen tun. Und wenn wir da wieder lesen, dann auf einmal dann Champ Hiskia und dann fragt er, was sind all diese Hüppes hier? Und dann auf einmal dann sagen wir, die Menschen haben es richtig gegeben, because woran der Hoat wird, war reich angestellt, da wird war so dort soll sein, und nu werden die Menschen war reich geben und die Dinge für Gott bringen, was sie sollen. Und dann sagt er, waren Hüppes, und ich frage, was ist mit all diesen Hüppes hier los, wenn einer wieder lesen wird? Und dann sagen sie, das ist, was die Menschen gebraucht haben. Die sind einfach frisch begeistert von Hoat, war zu geben für dort, wo die fehlen wird. Und dann sagt er, dann sei mir ein Reut mit Speckerchen und so weiter, um dort abbewahren, weil sie so viel ankommen dort. Aber was ich hier will mit rüberbringen ist, da wird undenken und wen, was wir euer sein deuten. Und einmal an diesen, ich rede noch mal mit Menschen, die da sitzen und wir fangen dann an diesen Tags, was ich habe, dass ein echtes Verständnis ist, über was da umgehen wird. Was zwischen diese Brüder ist. Oder zwischen diese Brüder und Gott zu sein, der Unterschied ist. Wenn hier sagen wir auch, dass Gott Opfer will von Getreide. Er will Opfer von, was immer wie vielleicht arbeiten tun. Hier so kann vielleicht sein, einer der hat mit Getreide schaffen, einer der hat mit Wein, der andere der hat mit Öl, der eine hat Bienen für Honig, der andere hat Frucht Gottes. Und der andere arbeitet, dann sagt er eben, der tiende Teil von der Erde annehmen. Und so wieder, so wie wo hier all diese Dinge abgetreten sind. Und wenn das rechte Dinge wären, dann wird Gott nicht in Gefallen an ihr Haut haben. Und dann wird all diese Dinge nicht passiert sein, dann wird Gott auch kann gesagt, das interessiert mich nicht. Aber wir fangen Gott heute Gefallen an. Und wir sehen die ganze Sache. So wir sagen, das hat nicht zu tun mit dort. Nu werden wir drei noch einmal ein klein bisschen an unseren Tag sind. Wir werden ein bisschen neun Platten, ein bisschen Gedanken reinnehmen. Drei nu, 1. Mose 4, durch 3, 1. Mose Kapitel 4, 3 durch 7. Ich werde die erste Verse mal lesen. Dann kam durch ein Tag, wo kein den Herrn eine Gof und ein Opfer bracht. Und er brach Wort von dort, was er ab das Land getragen hat. So hier, so wie wir haben dort gesagt, dass Gott sieht, sie sollen die Arten anbringen. Und wir sagen nur, dass die Israel nicht getan hat, sie sollen, sie werden sehr bestraft worden. Dann deuten sie waren, dann deuten sie das Getreide anbringen. Sie deuten die Arten anbringen, sie deuten dort anbringen. Und wir sagen, Gott sehen dort. Und hier aber nicht, was er sagt hier, er brach von dort, was er von dem Land getragen hat. Und wenn wir kicken dann sagen wir, dass Gott gefällt den Opfer nicht. Hat er nicht zu tun, von wo das kommt? Und wenn einer dann hier ist, ich würde immer kicken, dann würde er denken, Gott, hast du Favorites? Wenn dort die einen den Opferwurst nehmen, die brauchten Bett, von was am Acker kam. Sie brauchten Bett. Einer braucht dort, was er von am Acker raufgehoben hat, von der Ernte. Der andere braucht von dort, was er auf den Acker gewährt hat. Einer hat eine Ernte und der andere hat Schub. Bett werden von den Acker, wo sie mit gearbeitet haben und geschafft haben. Wenn wir kicken dann, in Vers 4 sagt, Abel braucht auch eine Gof für den Herrn
als ein Opfer. Und er braucht dort beste Stück von das erstgeborene Lamm in seine Herd. Der Herr gleicht Abel in am Fall das Opfer, was er braucht. So ein Simon ein erstes Verständnis gesagt worden, hat gehört, da wird, wenn es, er braucht das von das Erstgeborene. Er braucht das beste Stück von einem Erstgeborenen. Das sage ich, denken, okay, weil wenn er das Beste von der Beste braucht, weil das sagt nicht, dass kein von irgendwas Schlechtes braucht. Er sagt, bloß der Tragwort von seinen Ackern, er braucht. Der sagt, nein, von der erstgeborenen Lamm sollte sein, ein feines Lamm, und er braucht. Bad brachten wird für Gott. Alle bad. Und wir sehen, dass Gott aber sagt, am Gefalt dort, was Abel am gebracht hat. So, nu wird einer Mensch kijken, okay, bad haben wird von den Acker genommen, sie haben bad für Gott gebracht. Und einer würde denken, okay, Luther, wenn wir kijken, dass Gott aber sagt, der Fall Israel die Saal nicht bringen, das ist wie von der alle Schicht wieder kann, dann wird passieren, das wird angehen, das. Dann würde einer Mensch denken, okay, nu Gott, was merkst du von Unterschied zwischen diesen beiden nu? Und ich glaube, du ein großer Unterschied bin. Und dort, wo wir uns ein klein bisschen nur kijken, Vers 4, das ist ein Wort. Also das ist ein korter Strophe bin, was den Unterschied merkt von Abel sein Opfer. Das sagt der Herr gleich Abel. Der Herr gleich Abel. Und nu werden wir mal ein klein bisschen wieder gehen. Und das wird am den Opfer interessieren von ihm. Dann sagt er aber, kein in sein Opfer gefällt ihm nicht. Dann sticht kein den euer an und am bedreckt die ganze Sache. Und wenn wir dann bei Vers 6 gehen, also wir sagen, dass am gefällt, dass kein sein Opfer bloß einfach nicht, und am sticht futzt euer über die Sache. Dann Vers 6 sagt es, dann sagt der Herr zu kein, warum sticht die so die euer und warum bist du so bedreckt? Und ich höre, was er sagt. Und das ist der Unterschied. Der eine sagte, hier ist das, wenn wir gucken, der Herr gleich Abel, weil der hat eine rechte Anstellung. Er hat eine rechte Anstellung an sein Hort. Und im Vers 6 sagt er hier, Vers 7, erst einmal, sagt er, wenn du was Gutes verhast, wirst du doch angenommen sein. Das ist der Unterschied. Wenn er was Gutes wird verhast, das hat nicht zu tun mit was auf den Opfer liegen, das hat zu tun mit der Hort und mit der Anstellung vom Wort an ihr Hort wird. Aber wenn er kijkt, dat der Herr gleich am, warum gleicht er am? Bloß wenn er Abel wird, oder wenn er ein Schubsformer wird, no. Er kann bloß nicht anders von so, was wir die Bibel von der auch verstehen und sagen, dass er gleich Abel will, er hat ein abrechtet Hort. Und er braucht eine Gabe uit ein abrechtet Hort. Er braucht eine Gabe von einem Verlangen, mit Gott in dieser Gemeinschaft zu sein und so weiter. Aber einer kann sagen, vielleicht aus einer Gewohnheit, das da wie und er das, aber er hat nicht eine rechte Einstellung. Wenn er sagt, Gott soll sagen, wenn du was Gutes verhast, dann würde ich das auch annehmen. Wenn das hier bei einem Reich angestellt wird, das ist der Unterschied zwischen diesen beiden Opfern. Einer, den sagt er, der Herr gleicht an. Warum gleicht Gott den Menschen? Er gleicht alle Menschen. Aber er hat eine besondere Gemeinschaft mit dir und ein besonderes Verlangen mit den Menschen, Gemeinschaft zu haben, was seine Kinder sind. Und hier steht, er sagt das einfach ganz klar, wenn du was Gutes verhast, dann wirst du angenommen sein. Aber wenn du nicht Gutes verhast, dann lädt es Sinn durch. So, wir sagen, dass der Unterschied ist hier einfach zu sein, dass einer, der kein mit einem abrechnet hat, und der eine kam einfach bloß mit seinen, wir wissen nicht, was seine Anstellung gewesen ist, an großen Ganzen. Aber wenn wir gucken, dann, was Gott selbst hier sagen hat, dann sei wie er hat nicht eine gute Anstellung. Sein Hort wird nicht reich zwischen Arm und Gott. Dann sage ich, wenn Gott sagt, das nächste, dann lehrt es Sinn, nur eine Gelegenheit bei dir, ein harter Verlangen nur die, und du magst du nur sein, dass du nicht von deinem Matt geredet wirst. Also hier ist das, sei wie einfach die zwei Unterschiede von wo das Wort ist. Und wenn du denkst an eine Gabe bringen, wenn du denkst an Gott wird bringen, was ist deine Anstellung?
Was meint die Hoat? Bringen die das wirklich mit einer Dankbarkeit, mit einer Freude Hoat, zum Gott ehren, zum Gott treu geben von dort, was wir gekriegt haben, oder gebe ich dort viel Zeit macht. Die Menschen sollen nicht sein. Oder wir können da Ursachen segnen, da Dinge segnen. Oder bloß willst du eine Gewohnheit aus, willst du da, wir führen einmal das Jahr Erntedank fast und dort wem was ich das da und ja, mit der dort weiter, dass ich das mal bringen, aber das ist, was von mir verlangt wird und so weiter. Gott kann uns dort gleich unseren Opfer gleich gefallen haben. Wenn wir kicken dann an Hosea saß durch 7, da sagst du, hör was er sagt. Ich seeg nur trühotje Leib und nicht nur Opfer. Ich kick mir Raum nur Gehorsam und nicht nur Brandopfer. Aber von Adam an habt ihr meinen Bund gebrochen und ihr seid mir nicht treu geblieben. Das ist der Unterschied. Gott, der erste, weil er ein Trühotje gehört hat. Erste, weil er, das was er hier zu Hosea sagen wird, Hosea zu Volk Israel eigentlich sagen wird. Er sagt, Gott sagt euch arm. Er sagt, ich segne Trühotje Leib. Das wird Gott Nummer 1 will von dir. Er will haben, dass du so Trühotje Leib haben. Mit so einem Hort sollst du für arm kommen. Mit so einem Hort sollst du in den Arm kommen. Wenn du nicht Trühotje Leib hast und den Hort nicht reich steht, dann sind arm der Opfer jeden an. Aber untersteht sagt er, mir ekeln die Opfer von Baalus und so weiter an. Die tun das nicht, aber die haben nicht eine rechte Anstellung. Auf einer Seite opfern sie vielleicht diese Baalus und so weiter, aber auf der anderen Seite gehen sie down. Alle haben rechte Dinge. Und Gott sagt, so eine Opfer und so eine Dinge, das sind mir jeden an. Und ich glaube, wenn wir dann zurückkicken, nur Abel und Kain, ich glaube, da wird einer, der hat diese gute Gemeinschaft mit Gott und sie gleichen sich einer dem anderen. Das sagt Gott, gleicht an. Und von den anderen dann sagt er es einfach, wenn du was Gutes für hast, dann würde das auch sein. Dasselbe Ding ist hier. Er siegt nur ein Trühotjet, ein leibendes Hort. Er siegt nur Gehorsam. Was er verlangt hat von uns. Das ist so sehr um den Opfer. Das geht wo der Opfer kommt. Wo die Anstellung ist. Warum ich das tue. Wo mein Hort ist. Ich kann alle Tag geben, wie der Klampes. Aber wenn mein Hort nicht reich ist mit Gott, und wenn ich eben bloß ein gottloses Leben darf Gott gleich in Gefallen an. Wenn du wirklich ein opprechtes Opfer, eine opprechte Gabe bringen, dann wollen wir unsere Horten anstellen. Wollen wir nur uns selbst kicken, wollen wir uns briefen. Wo sehe ich? Er sagt es nicht, ich sehe nur trühotje Leib. Nicht nur Opfer. Ich kick mir Raum nur Gehorsam und nicht nur Brandopfer. Das ist, was Gott viel lieber von mir in die Welt. Dass die wollen Gehorsam sein. Zu was? Zu dort, was er in seinem Wort sagen hat. Dass wir wollen Leib haben für Arm. Dass wir wollen Leib haben für den Nächsten. Dass wir wollen Leib haben eurem Ander. Das nächste Ding, dass wir wollen Gehorsam sein. Zu dort, was er will haben von uns. Er will haben, und wir sollen Gehorsam sein, weil es von dort nicht. Eigentlich kann irgendein Zeit, wo immer wir sind, wo immer du bist, wo immer du den Ruf geben darfst, aber wenn mein dein Hort nicht reich ist, dann werden wir trägen und dann werden wir kicken, so als was Gott zu Abel sagt, der Kain sein wird. Aber Kain sein Opfer gefällt ihm nicht. Wenn du nicht trühotje Leib haben in uns Hort, wenn du nicht ein Hort haben von Gehorsam, dann glaube ich ganz klar rein, so wird Gott, wenn er direkt zu uns wird kommen sein, und wird er sagen, weißt du was? Herman, mir gefällt dein Opfer gleich. Interessiert mich nicht. Warum nicht? Weil du hast keine Leib für mich. Du bist mir nicht gehorsam, ebens. Du bringst, aber das ist nicht gehorsam sein. Wenn wir kicken dann, Jesus sah sich ein Tag in den Tempel durch und checkt dann die Menschen, was die ihm geben. Und er kann dann alle die Horten anchecken, er sagt bei allen Horten vorbei und er kickt bei allen Horten und dann sagt er, die deuten den Doll geben, aber du wirst alle nicht reich. Du wirst seine Horten nicht live haben. Du wirst seine Horten nicht aufrichtig werden. Und dann kommt der eine früh und sagt, ja, ich bin ein Besser, ich sage, ja, dort mit
live. En zij heeft op met een terughoortje, een dankbaar hart. 1 cent. En wat zegt Jezus daar? Veel meer geven als al die anderen. Om je valt op bestje. Dat kleine beetje. Je valt om veel dollar. Vrij als ik veel dollar toe als den pengelval, wat de anderen brengen. Zo waar we dan denken, waar we ons ruid merken, wanneer we geven doen. En denken dan aan God, wat teruggeven van dat wat hij mij gegeven heeft, als dankbaarheid. En waar we ons eerst mal zelfs in je zegen, waar we ons brieven. Wo staat mijn leven te God gegenüber? Wo staat mijn hart in de gehoorzaam God gegenüber? Wo staat mijn leven met mijn broeder, mijn zuster, mijn vriend, mijn nober? Wo is dat? Wo bevindt mijn nober zich met mij? Met mijn leven en met alles. Wo bevindt zij zich ook met mijn hart? Is dat een truhartje hart of een gehoorzaam hart? Zijn ik gehoorzaam te dat wat God van mij verlangt? En ik geloof, dat einfach dat maakt das Unterschied von Hilstedt. Dat zegt, der Herr gleicht albel am je valt in Opfer, aber kein zijn Opfer je valt am nicht. En ik geloof dat hat alle te doen. Zoals wat hij hier al ook te de mensen in Hosea, durch Hosea zijn deed. Ik zeg, nu wat? Nu terug hat je leven. Hij is gleich so zeggen, Herr, ohne Opfer. Ja, Gott will haben, wir sollen am Opfern. Wir sollen am Anbeten. Wir sollen Opfer bringen. Aber Nummer 1 kommt ihr steht. Wenn die was ein Opfer bringen, wollen wir uns erst unser Segen. Wo meine Leute ist. Und hij sagt, ik kijk erom naar gehoorzaamheid. Ja, dat is gehoorzaam veel wichtiger. Als irgendwas brengen of irgendwas geven. Nummer 1 is dat. Wenn je dat geven is, dan hast al dat meer steht en dat baas dat je geeft. En dat andere, dat komt dan uit zijn hart uit. En dan kan God werkelijk raufkijken van Himmel. En dan kan zich vrijen en zeggen, yes, deze goed wat dit man, dit vrouw, dit broeder, dit vriend, wie immer het is, wat hij gebracht heeft, hoe immer het gebracht heeft, dan kan zeggen, ik vrij me daartoe. Ik ben dankbaar voor deze goed wat gekomen is. En God kan dat zegenen. En dan kan het zo zijn, als wat is hier frisch den Tempel anwenden, frisch das opmerken, en dan zegt het, en die brachten, en de mensen brachten meer, en God zegent, en de mensen kunnen meer geven. En dat zal je denken eerst. En ik wil met dit niet zeggen, zoals eens die mensen doen, wanneer je wordt geven, dan word je automatisch rijk worden. Maar wat we vinden door de Bibel, dat God verspraakt immer waar, wanneer we geven, met een oprechte en treurig hart, dan wordt hij zegenen. Versproken volk Israël, alles zijn naar hen wisten weer. Dan zei hij, wanneer je worden ongehoorzaam zijn, dan wordt vloeg op je komen. Wanneer je worden gehoorzaam zijn, dan wordt je zegenen. Dat zal je denken als hier ook. En hier zijn we, de vrucht waren. Israël werd een grote schwierigheid naar Heroden. Kwam das Hiskia en hij bracht den Training God. Dat er war een levend hart werd, dat er war een terughoudend hart werd. En hij brachten ihre Goven en de Herr zegende lied. Hij zegent Israël. Hij zegent de mensen. En dat zal je denken als van wie willen zijn zegen ervaren. En die willen God zijn zegen werkelijk rechtlich ervaren. Moeten we eerst maar leren te leven. En dan moeten we leren dat we een gehoorzaam met God hebben. Zijn woord gegenüber, dat we aan gehoorzaam zijn. So. Weil we ons deze gedanken metnemen. Maar we denken dan aan nu dat komt dat, dat we wel een erntedank vastvieren. Weil we ons God eerst mal aanstellen, zoals wat David deed. Dat we worden komen met, Psalm zegt, een dankpsalm, juch voor dem Herrn alle landen. Dank dem Herrn met vrede en kom voor met vrolijk gezang. Denk erom dat de Herr Gott is. Hij is die ons gemerkt heeft. Niet wie zelfs en wie zijn schub op zijn weg. Waar we dan denken, dat we die Herrn komt van hem. We zijn schub op zijn weg. Waar we alles wat we hebben en wat we doen, waar we dat met dankbaar God voor aanbrengen. Niet dat ik moet, maar waar we dat voor aanbrengen wils ik kan. Waar we dat voor aanbrengen wils hij mij gezegend heeft. Hij heeft ons met gezondheid gezegend. Hij heeft ons met vrienden gezegend. Hij heeft ons met een woning gezegend. Hij heeft ons met eten gezegend. Hij heeft ons met zo'n duil dingen gezegend. Zo waar we ons zelfs ongezegend, waar we zelfs kijken, hoe staat mijn hart, als ik live ben,
En als du oprechtigheid bent. En wanneer er irgendwo fehlen dat, dan willen we voor hem komen, willen we bekennen. En dan willen we werkelijk uw dankbaarheid te God geven. We willen onze hoop nemen zum gebed. Laten we ons voordat we komen verdienen, we danken die. Voordat we danken die voor dat du God bist, dat du ons geschaffen hast, du hast uns geschaffen für die. En help ons dat we worden een levendig hart haben, dat we worden een gehoorzaam hart haben. En dat du, wanneer we, wat immer we geven, als dat van jou is, als dat de nächste zinnig is, den zinnig nu dort, en wo immer we geven, hier in de kerk, en als we ergens zes we geven doen, dat die opfer, wat we worden geven, dat du de worsten gevallen ons kan haben, willst wir das live doen, willst wir das gehoorzaam doen. Voor de help ons dat we worden ons zelfs ongezegen, en dat we worden werkelijk live en gehoorzaam haben, dat du kost on die dingen gevallen haben, wat we geven. Dat beten we in die naam. Amen. Glauben Vorsicht wird von ab dort wird Gott verbieten und brennt am alles ruhig Jesus der Heilige Stein bestellt. Diesen Stein ganz fast verdreht, der hat keinen sonst gewinnt, der hat keinen sonst gewinnt. Laat ons hoop nemen voor een zegen. Mag God zelfs, de Friedensgott, jullie derg en derg heiligen en jullie jes en zuil en Körper unbeschädigt en rein bewahren. Bad ons Herrn Jesus Christus waar hij kwam. Heute jullie trouw als true en hij wordt ook doen. Amen.